Hi. Wie du siehst, das ist der Performance-Problemschnitt. Ich habe da jetzt von Episode 195, wo das ganze Chaos angefangen hat, bis zur Episode 200, habe ich jetzt mal aufgezeichnet oder aufgestapelt, keine Ahnung. Sage dir jetzt einmal, was alles kommt und was nicht. Gelöscht, also komplett gelöscht habe ich müssen Folge 195 und 198. Da ist nichts gegangen. 3 bis 4 Bilder die Sekunden, das kann ich nicht bringen, sorry. 196 und 199 kommen nur bis zu einem bestimmten Punkt. Wie du siehst, 14 Minuten 57 und 15 Minuten 49. Folge 197 und Folge 200 sind in Ordnung, die kann ich echt sagen. Was aber das Problem ist, ich bin jetzt ganz offen und ehrlich, Baupassagen und so Sortierungsmaßnahmen muss ich aber leider schauen bis zur Folge 220, also dann noch 200 bis zur Folge 220 muss ich mir ein bisschen schneiden und ein bisschen was wegnehmen. Ich weiß nicht warum, ich bin damals nicht drauf gekommen, ich bin auch heute noch nicht drauf gekommen. Es ist jetzt egal, ob es das Aufnahmeprogramm war oder das Spiel, beides. Irgendwas war das Problem oder ist noch immer ein Problem mit dem alten Aufnahmeprogramm in Verhaber in der Siedlung irgendwas bauen. Ich habe da Bildperformance-Probleme, die kann ich nicht beschreiben, woher sie rühren. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wahrscheinlich liegt es an der Kiste und PC, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall will ich jetzt nicht länger aufhalten und bei Episode 201 hören wir sie noch einmal. Da will ich dann Bescheid geben bis zur Folge 210 und dann nochmal von der Episode 211 bis 221 oder so, keine Ahnung. Aber das wirst du dann alles sehen. Und jetzt gehen wir ab ins Programm, oder? Weil sonst wird es ja langweilig. Du willst ja was singen, okay? Also dann, bis zur Episode 201. Du kannst da immer wieder reinschauen und du wirst sehen, was kommt. Bis zum nächsten Mal. Und ich verzeiht mir bitte noch mal, dass ich das jetzt so mache, aber ich will euch ja noch genug sagen, auch noch von den ganzen Scheiß. Bis zum nächsten Mal. Baba. Bitte, bring Kasumi nach Hause. Please don't let me go to waste. I need my memories erased. Cause I'm running out of space and the mirror shows no face. Vorsicht, das könnte sehr schnell außer Kontrolle geraten. Die Spur verloren. Wie dachtest du denn, dass das läuft? Gerade als ich dachte, man könnte sich doch noch gütlich einigen. Du hättest dich gern gütlich einigen können mit einem. Die hätten sicher zugeguckt. Nützt ihm ja jetzt nicht mehr viel. Na. Darum gehört es jetzt auch uns. Ja, es war eine relativ schöne Aussicht. Die guten Fallensteller wissen ja, wie man es so halbwegs romantisch machen kann. Okay. Na gut, gebratener Nebelkriecher. Sehr gut. Kurz einen Blick. Ich hau mir dort schnell was in die Favoriten. Donutmix, Fleisch und Bohnen, Fäule. Oh. Aber daher.
Dann mal daher. Dann mal daher. Meierlöck. Ah, die müssen wir erst braten. Wenn du das so anschaust, das schaut aber viel lecker aus. Pochierter Angler. Okay. Sehr gut. So. Das Einzige, was wir jetzt noch machen werden, uns diese Teile da schnappen und jetzt werden wir mal Missionen zurückgeben. Bekomme ich nicht auf. Nur Victorias Schlüssel kann diesen öffnen. Ja, aber wo ist da Victoria? Warte mal. Mir wurde gesagt, dass meine Detektei Valentine-Schilder grauenhaft aussehen. Aber sie sind echt gut fürs Geschäft. Ja, aber jetzt trotzdem, ohne abgelenkt zu werden. Wo ist die Victoria? Ich will mal im Internet nachschauen, vielleicht finde ich was, wo der Schlüssel ist von der. Das darf mich aber echt interessieren, wo dieser Schlüssel ist. Das tat mir so. Ich schaue mal, wo der Schlüssel ist. Ich rede jetzt gar nicht mehr lang. Wir werden jetzt einfach mal ein bisschen was zurückgeben. Faraday. Wir werden es erst Day 2 machen. Genau. Der alte Longfellow weiß, wovon er redet. Und für was?
Eher sterbe ich, als dass ich aufhöre, mir mein Land zurückzuholen. Ja, bitte. Du kannst das Hab gern gehört, dass sich machen. jetzt eine Schar Synths auf der Insel aufhält. Was auch immer das bedeutet. Hoffentlich kommen nicht Festlandbewohner noch wie du mehr haben keine Chance Festlandbewohner. gegen die Kriecher. Ihr verschreckt die Fische. Aha. Niemand redet mit meinem Bruder. Verstanden? Bertha? Wie kommst du darauf, dass ich mit dir reden will? Ich habe keine Zeit für Festlandbewohner. Mich würde nur interessieren, bis wann die Bertha getriggert wird. Naja. Diese Egal. wilden Ghule sind verdammt schnell. Armer Petey hat's auf die harte Tour erfahren. Ich habe die wilden Ghule vom Campingplatz ausradiert. Unsere Geschichte endet mit der heldenhaften Rückkehr der Hauptfigur. Ha, damit hat die Insel bestimmt nicht gerechnet. Du hast dir für deine Mühen einen Lohn verdient. Hier sind 200 Kronkorken. Ich wollte keine Bezahlung. Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Du hast ein gutes Herz. Das ist offensichtlich. Ich habe darüber nachgedacht, wie es weitergehen soll. Nun, wir alle lieben doch unsere Großeltern, oder? Nett und lieb. Sie verwöhnen einen gern. Niemand würde ihnen je etwas Schlechtes wünschen. Deshalb hat es mir auch das Herz gebrochen, als ich Opa George verloren habe. Was ist mit ihm passiert? Er hatte eine Farm ein Stück nördlich von hier, hat in Frieden gelebt, das Land bewirtschaftet und keinen Ärger gemacht. Die Insel hat ihm was geschickt. Ein riesiges, gefährliches Monster, das mit seinen Klauen Stahlträger durchbrechen kann. Einen Nebelkriecher. Opa blieb tapfer und standhaft, die Schrotflinte in der Hand. Er hielt das Monster auf, während seine Helfer hierher flüchteten. Wenn du diesen gepanzerten Teufel ausschalten kannst, zeigt das allen, dass die Daltons es nie vergessen, wenn ihnen Unrecht angetan wurde. Already killed it. Ich glaub, den haben wir schon, oder? Der Nebelkriecher auf der Farm ist schon tot. Wunderbar. Damit ist ein weiteres Kapitel abgeschlossen. Du bist wirklich der heldenhafte Rächer, den ich mir erhofft hatte. Jetzt, wo der Nebelkriecher weg ist, können wir Leute hochschicken, die alles in Ordnung bringen. Genau, die Farm gehört dir. Dein eigenes Stück der Insel. Es dauert, alles wieder ans Laufen zu kriegen, aber wir werden dir helfen. Und hier sind nochmal 200 Kronkorken, als Dank für das, was du für die Familie Dalton getan hast. Wirklich, ist kein Problem. Ich hoffe, du weißt, wie viel es mir bedeutet, zu wissen, dass Opa George endlich in Frieden ruhen kann. Ich muss dir sicher nicht erklären, dass der Zusammenhalt von Blut und Familie stärker ist als fast alles andere. Aber wenn du mich fragst, ist nichts stärker als die Bindung einer Ehe. Deshalb fällt es mir auch am schwersten, den letzten Teil der Geschichte zu erzählen. Glaub mir, ich weiß genau, wie du dich fühlst. Wenn das stimmt, tut mir das leid. Vielleicht sollten wir uns gemeinsam unserem Schmerz stellen. Mein verstorbener Mann Daniel war der beste Fischer, den diese Insel je gesehen hat. Er hat mit seiner Crew am liebsten beim Leuchtturm von Brooks Head gefischt. An einem Tag, den ich nie vergessen werde, sah ich Dannys Boot kommen. Die Crew in wilder Aufregung. Ein paar Fallensteller hatten sich im Leuchtturm eingenistet, sicher auf Anweisung der Insel. Die sind verrückter als ein Sack voll Maulwurfsratten. Ihr Anführer hat ein paar Zielübungen gemacht und Danny einfach zwischen die Augen getroffen. Hol dir den Dreckskerl, lass ihn dafür bezahlen, dass er der Insel gedient hat. Ich lass den Fallensteller zahlen. Wunderbar. Denk dran, die Fallensteller sind zwar nicht mehr ganz richtig im Kopf, aber Waffen können sie noch benutzen. Okay, und nun noch zur Fallenstellerin. Ellen hat recht. Die Kinder des Atoms versuchen uns zu töten. Wenn du nicht bewaffnet Warte mal. bist, überlebst du hier nicht lang. Kauf meine Waffen. Danke, das nehmen wir. Richtig. Nickelodeon. Blattzeit. Na, das da. Wo ist denn die gute? Da. Unterschätzt diese Fallensteller bei der Azalea nicht.
Die MS Azelia ist bereit. Ich schicke einen Arbeitstrupp rüber. Und sobald wir einen Teil von diesem Schiff haben, wird der Rumpf einen tollen Anblick bieten. Dankeschön. Waffen, Waffen und Aber ich glaube, wir müssen Waffen. enorme helfen. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz Köderladen sicher. hat alles, was du brauchst. Nö, ich würde jetzt mal nur kurz daher. Da noch 2, 3 Kleinigkeiten machen und dann ist für heute Schluss. Ich mag nicht mehr. Das waren jetzt wieder doch 1,5 Stunden, was ich wieder aufgenommen habe. Das muss reichen. Warte mal. Achso, da haben wir gesagt, das geht nicht, gell? Dann werden wir in Longfellow einmal ein paar NPCs an die Seiten holen. Na. Die müssen da sein, die großen Energiepylone, ja. So, ist das eingeschalten? Ja. Was macht das grüne Licht? Es leuchtet grün. So. Ah, da könnte man ein bisschen was vernichten. Brauchen wir eigentlich das Scheißhaus noch? Können wir das... Okay, na, das lassen wir. Das passt gerade so in das ganze... in dieses ganze Gesamtbild. So würde ich sagen. Gut. Ja, weiß ich nicht. Immer